Wisst ihr, was ist die meist verbreitete Lüge? Die meist verbreitete Lüge. Und die ist so verbreitet, ich könnte 100 Franken wetten, heute Morgen mit dir, dass du dort auch schon mal gelogen hast. Es ist so breit in unserer Gesellschaft bekannt und gelogen, dass ich mir sicher bin, ich würde die Wette ganz sicher gönnen, dass du selber auch in diesem Punkt schon gelogen hast. Weißt du nämlich, um welche Lüge es geht, was ich meine heute Morgen? Es ist nicht, wie geht es dir? Was hast du sagen? Genau! Ich habe die AGBs gelesen und ich bin einverstanden. Das ist die meist verbreitete Lüge heutzutage. Ich bin mir sehr sicher, du hast auch schon das Häkchen geklickt und weitergemacht und hast einfach direkt gerade rausgelogen, weil du es nämlich ganz sicher nicht gelesen. Weil, sind wir mal ehrlich, niemand liest die AGBs heutzutage. Nicht einmal die Person, die sie schreibt, liest sie nachher selber durch. Aber gleich sind wir irgendwie so, dass alle drucken, jawohl, ich habe es gelesen und wir alle haben dort garantiert schon mal gelogen, wenn es um die allgemeinen Geschäftsbedingungen geht. Hast du gewusst, es gibt einen Moment, wo Jesus selber mal seine allgemeinen Geschäftsbedingungen durchgibt. Und über die möchte ich heute reden. Über die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Jesus. Sind ihr bereit, um Jesus seine allgemeinen Geschäftsbedingungen mal zu hören? Und das ist jetzt tatsächlich nicht gelogen, wenn wir dann sagen, jawohl, ich habe sie gehört, ich habe sie gelesen. Ob du einverstanden bist, das musst du selber wissen. Aber jetzt werden wir sie miteinander mal durchlesen und schauen. Und zwar war es, Jesus ist unterwegs und es ist wieder mal eine grosse Menschenschar von Menschen mit ihm unterwegs. Und dann lesen wir im Lukas 14, 25 bis 33, wie Jesus diesen Menschen erklärt und erzählt, was es denn bedeutet, ihm nachzufolgen. Wir lesen es gerade im Lukas 14, 25 bis 33. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, wurde er von einer großen Menschenmenge begleitet. Halleluja, wie gut, wenn viele Menschen kommen, oder? Und dann, er wandte sich zu ihnen um und sagte, wenn einer mit mir gehen will, so muss ich für ihn wichtiger sein als seine Eltern, seine Kinder, seine Frau, seine Geschwister, ja wichtiger als das eigene Leben. Was genau willst du da von mir, Jesus? Meine Geschwister, die können noch reden, aber meine Frau und meine Kinder, wirklich, das willst du sich aufgeben für dich? Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen, um mir nachzufolgen, der kann nicht mein Jünger sein. Stellt euch vor, jemand möchte einen Turm bauen. Wird er sich dann nicht vorher hinsetzen und die Kosten überschlagen? Logisch, wir sind in der Schweiz, da wird alles überschlagen und durchgerechnet vorher. Da wird nichts angefangen, ohne zum sicher sein, dass ich garantiert die Finanzierung stehen habe. Er wird doch nicht einfach anfangen und riskieren, dass er bereits nach dem Bau des Fundaments aufhören muss. Wer es sieht, würde ihn auslachen und sagen, einen Turm wollte er bauen, aber sein Geld reichte nur für das Fundament. Oder stellt euch vor, ein König muss gegen einen anderen König in den Krieg ziehen. Wird er dann nicht vorher mit seinen Beratern überlegen, ob seine Armee mit 10.000 Mann die feindlichen Truppen schlagen kann, die mit 20.000 Mann anrücken? Wenn nicht, dann wird er, solange die Feinde noch weit entfernt sind, Unterhändler schicken, um über einen Frieden zu verhandeln. Und jetzt folgender Satz. Überlegt auch ihr vorher, ob ihr wirklich bereit seid, alles für mich aufzugeben, um mir nachzufolgen. Sonst könnt ihr nicht meine Jünger sein. Und ich bin mir sicher, in dem Moment ist die PR-Abteilung im Himmel amok gelaufen. Und Jesus, das kannst du nicht machen. Nein, halt, stopp, das kannst du nicht bringen. Jetzt hast du doch da mal die grosse Menschenmenge und hey, willst du ihnen nicht Nachfolge verkaufen? Weißt du? Komm, gib mir mal dein Skript, Jesus. Komm, wir gehen da nochmal drüber und schauen nochmal, was du jetzt da genau wirklich kannst sagen. Fang doch an mit dem Vorteil der Nachfolgschaft. So, sag diesen Fischer von Galiläa, hey, willst du mal die Welt sehen? Hä?
Wenn mir nachfolgst, ich sage dir, David, du wirst bis ans Ende der bekannten Welt gehen. Einer von euch wird bis auf Indien reisen und dort das Evangelium verkünden. Glaubt mir's? Oder an einem anderen könnt ihr sagen, du wirst Rom sehen. Stell dir das vor, die Hauptstadt der dazumal bekannten Welt. Du Fischer von Galiläa, ich verspreche dir, wenn mir nachfolgst, du wirst Abenteuer erleben noch und näher. Das wäre doch mal ein Skript, oder? Oder er hätte auch seine Wunder anpreisen. Sagen, hey, willst du sehen, wie blind ihr wieder sehen? Oder willst du sehen, wie lahm wieder laufen? Oder weißt du was? Willst du sehen, wie ein Toter 3 Tage im Grab dort rauskommt und wieder lebendig wird? Wenn du mir nachfolgst, du wirst das alles erleben. Da hätten dann die Leute gesagt, ja, ich bin dabei. Sofort, count me in. Er hat noch so viel mehr erzählen können. Also, wisst ihr, was mich persönlich überzeugt hat in dem Moment war, wie Jesus gesagt hat, weißt du was, ich bin der Wasser zu Wein macht. In dem Moment wäre ich dabei gewesen. Ich sage, ja, da bin ich dabei. Das erste Wunder war, ich bin der Wasser zu Wein macht. Überall, wo du hergehst, ich bin dabei. Ich folge dir nach. Aber nein, nichts von all dem. Das Gegenteil macht Jesus. Er verkauft die Nachfolgschaft nicht, sondern er liest all diesen Fans, die mit ihm unterwegs sind, einfach mal seine AGBs vor. Und seine allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, wenn du mir nachfolgen willst, dann wird dich das alles kosten. Alles wird es dich kosten. Und ich finde das krass. Ich finde das so richtig krass, dass Jesus den Mut hat, eigentlich schon fast die Frechheit, den begeisterten Menschen, die Fans sind von ihm, sagen, ich will keine Fans. Ich suche niemanden, der mir Applaus gibt. Ich bin nicht auf der Suche nach Menschen, die mir zujubeln, sondern was ich will, was ich suche, sind Menschen, die mir nachfolgen. Und so möchte ich heute Morgen fragen, und ich muss sagen, das fällt mir schwer, euch nicht das Evangelium verkaufen, euch nicht die Nachfolgschaft von Jesus schmackhaft zu machen, sondern heute Morgen werden wir einfach mal über die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Jesus reden. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, wenn du an dem Ort wärst, wenn du vielleicht an dem Ort bist, wo du Jesus cool findest, wo Jesus mega genial tönt, wo du dich freust und weißt, alles, was ich vorher gesagt habe, ist auch wahr. Hey, Jesus Nachfolgen ist ein Abenteuer. Ich bin absolut überzeugt, dass ihm Nachfolgen die Erfüllung ist von allem, was in uns drinnen ist. Die Bibel redet von der Sehnsucht, von dem Loch in uns drinnen. Und das Loch hat eine Gottesform. Und wenn Jesus kommt und das Loch auffüllt, dann kommt Erfüllung in unser Leben drinnen. Das ist wahr. Das ist so. Aber Jesus stellt heute Morgen, denke ich, die Frage uns allen, sind wir Fan oder sind wir Jünger? Bist du ein Fan oder bist du ein Jünger? Vielleicht stellst du dir jetzt die Frage, okay, was ist denn der Unterschied zwischen einem Fan, der Jesus cool findet, der zu dieser Masse gehört, wo Jesus zujubelt, wo ihn feiert, wo ihn lobt und wo ihn genial findet? Bist du einer von diesen Menschen, wo ihn wirklich feiert, für das, was er gemacht hat und für das, was er war? Oder bist du einer, der sagt, ich bin ein Jünger, ich will Jesus nachfolgen? Ich habe es gehört, wir haben es gelesen, was Jesus sagt, dass es kostet und was er fordert und was er möchte von uns. Und sind wir Leute, die sagen, jawohl, ich bin bereit, Jesus nachzufolgen. Wisst ihr, was ist der Preis, der Unterschied von einem Fan und einem Jünger? Fan ist der Kleider ausleiht, wenn der König nach Jerusalem kommt, wo ihm zujubelt, wo ihn preist, wo ready ist zum Palmzweig herlegen. Aber der Fan ist auch der 3 Tage später gerufen hat, in der Menschenmenge kreuzigt ihn. Das sind die gleichen Menschen gewesen. Aber der Jünger ist der ready ist und sagt, ich nehme mein Kreuz auf mich. Ich bin bereit, das Kreuz auf mich zu nehmen. Ich folge dir nach, Jesus. Und wenn es mich alles kostet, weil das ist eigentlich, was Kreuz heisst. Verstehst du, oder? Ich meine, wir haben das ein bisschen vergessen. Das Kreuz ein Ort war, wo Menschen gestorben sind. Wir hören das gar nicht mehr in unserer Gesellschaft. Aber stell dir vor, wenn Jesus diesen Menschen dazu mal gesagt hat, das Kreuz müsst ihr auf euch nehmen. Dann haben die Menschen an Tod, an Sterben, mehr noch an Verrecken gedacht.
Das war ein Folterinstrument. Und er sagt seinen Jüngern direkt ins Gesicht, wenn du mir nachfolgen willst, dann ist das Resultat. Dann ist das der Preis, den du bereit sein musst, zum zu zahlen, um mit mir unterwegs zu sein. Da kann man sich schon fragen, hey, können wir nicht über etwas Einfacheres reden heute Morgen? So, weißt du, so ein bisschen Themen, die ein bisschen weniger schwer sind, zum Beispiel Beschneidung oder so. Ja, weil bei der Schneidung zahlst du ein bisschen Haut. Bei der Nachfolgschaft zahlst du dein Leben. Da geht es um alles. Da geht es um absolute Hingabe. Also sind wir ready, um über Nachfolge Jesu zu reden, heute Morgen, mal das wirklich zu bedenken, was es heisst, ihm nachzufolgen, die Kosten zu überschlagen. Ich glaube, jetzt ist ein guter Moment zum Beten. Und das möchte ich jetzt machen. Einfach mit uns zusammen beten, wenn wir jetzt dieser Frage nachgehen, hey, können wir, wenn wir Jesus nachfolgen, nachdem er seine Geschäftsbedingungen uns erklärt hat. Und so möchte ich jetzt einfach beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir lesen, was du willst von uns. Und wir merken, dass es da um Leben und Tod geht. Wir sehen, dass du nicht Menschen haben willst, die dich feiern und die dich einfach cool finden, sondern du willst Menschen, die sich dir hingeben, die ganz und gar für dich leben. Und das ist mega herausfordernd. Und wir merken jetzt gerade, wie das etwas macht mit uns und wie wir auch merken, dass wir das fast nicht können. Und ich bitte dich jetzt einfach, dass du da bist, dass du gegenwärtig bist und dass du mit uns jetzt redest. Und dass, wenn wir das mehr entdecken, dass du uns zeigst, was du wirklich willst von uns, Jesus. Und wir wollen dich loben und preisen. Wir wollen dir sagen, hey Jesus, unser Wunsch ist es wirklich nicht fancy von dir, sondern wir wollen dir von ganzem Herzen nachfolgen. Und alle, die einverstanden sind, dürfen gerne mit mir zusammen sagen, Amen. Amen. Alright, wir haben die AGBs gehört, wir haben sie gelesen. Die Frage ist, tust du jetzt das Böckchen ticken und sagen, absenden? Jawohl. Ich bin einverstanden mit diesen AGBs. Ich möchte dir heute eine Person vorstellen. Ich bin mir sicher, ihr alle kennt die Person schon, aber ich möchte euch gleich vorstellen, diese Person war nämlich einer von denen, der gesagt hat, jawohl, ich bin dabei. Count me in, hat er gesagt. Ich bin der sagt, ich will das machen. Und zwar hat Jesus ja Jünger gehabt, und einer davon war der Petrus gewesen. Und ich finde, der Petrus ist der Jünger, der mir persönlich am sympathischsten ist. Ich habe mega viel Sympathie für den Petrus. Ich freue mich wirklich fest darauf, eines Tages im Himmel den Petrus zu sehen und mit ihm so ein bisschen austauschen und so mit ihm ein paar Sachen besprechen und so einfach ihn kennenlernen. Er hat einen mega spannenden Charakter. Also, um dir mal so ein Bild zu geben, er wird wahrscheinlich so 20 gewesen sein, wo Jesus ihn in die Nachfolgschaft gerufen hat zum ersten Mal. Junge, begeisterter, übermotivierter Mann, wo Jesus mit ganzem Lied, mit ganzem Herz und ganzer Seele hat nachfragen. Ganz allgemein haben wir wahrscheinlich in unserem Kopf ein altes Bild von Jüngern. Die Jünger von Jesus war ein Teenie-Club. Die sind zwischen 16 bis maximal so 20 gewesen. Das sind ganz blutjunge Männer gewesen, die mit Jesus unterwegs waren. Der Petrus als der Älteste ist schon verheiratet gewesen, weißt? Und das hast du in dieser Zeit so mit 18 etwa gemacht. Also, die sind alle blutjung gewesen. Und dementsprechend auch alle massiv übermotiviert gewesen. Ich finde das immer wieder schön, so beim Petrus zu sehen, oder so Fußwäschung zum Beispiel. Jesus sagt, hey, wer will sein wie ich, der soll den anderen die Füße waschen. Und ich zeige euch jetzt, wie das geht. Und er knündelt her und will seinen Jüngern anfangen, die Füße waschen. Und der Petrus sagt, oh, was, sicher nicht, das geht nicht. Du kannst doch nicht meine Füße waschen, ich will dir die Füße waschen. Und dann sagt Jesus, Mann, wenn du wüsstest, um was es geht, dann wirst du das jetzt akzeptieren. Das soll dir etwas lehren. Und nachher ändert er seine Strategie und sagt, ja, okay, also gut, wenn ich schon meine Füße wasche, dann tu nicht nur die Füße waschen, sondern wisch gerade alles, oder? Da sagst du, Mann, Petrus, kannst du nicht einfach eine Fußwaschung machen, weißt? Wieso muss jetzt das eine Ganzkörperreinigung werden? Kannst du nicht einfach... Jesus ist da etwas am Lehren, weißt? Und... mach es jetzt nicht komisch, oder? Oder auch seine Erkenntnis von Jesus, wer Jesus ist. Er fragt seine Jünger, wer bin ich? Wer sagt, dass Menschen sind? Und der Petrus hat die tiefe Erkenntnis. Und er sagt, du bist der Messias.
Der von Gott geschickt worden ist. Der gekommen ist, um uns zu befreien. Und Jesus sagt zum Petrus, das hat dir Gott gezeigt im Himmel. Das hast du nicht selber dir erdenkt. Das ist eine Offenbarung aus dem Himmel. Nur zum 3 Vers später wieder hören von Jesus. Gang von mir, Satan. Ich so, wow, was ist jetzt passiert? Aber so war der Petrus. So voll dabei, so richtig motiviert, so leidenschaftlich unterwegs. Und das ist mir persönlich extrem sympathisch. Und ich möchte euch jetzt eine Stelle zeigen, wo der Petrus über den Preis, über das Kreuz auf sich nehmen, redet. Der Petrus war nämlich viele Jahre mit Jesus unterwegs gewesen. Zuerst 3 in Person und nachher 30 weitere Jahre in der Nachfolge mit dem auferstandenen Messias. Und er hat in diesen 30 Jahren konsequent Jesus nachgefolgt. Und er war einer von denen, der Preise gezahlt hat, wo wir uns heute gar nicht mehr so richtig vorstellen können, dass das Realität war. Weißt du, er war mit Jesus unterwegs gewesen, zu einer Zeit, wo absolut gegen Glauben war, gegen Jesus. Wenn du gesagt hast, ich folge Jesus nach, dann hast du Staatshochverrat begangen. Weil du sagst in dem Moment, der Kaiser ist nicht der König. Nicht der in Rom ist mein König, sondern Jesus ist mein König. Das hat unglaublich krasse Konsequenzen gehabt. Und der Petrus war einer von denen, der 30 Jahre lang mit Jesus unterwegs war und für Jesus eingestanden ist. Und er schreibt im 1. Petrus 1, 6 bis 7, das hat er 67 nach Christus, so circa geschrieben, man datiert das so 60 bis 70 Jahre nach Christus. Also Jesus ist auf die Welt gekommen, das ist Jahr 0, dann 30 Jahre lang ist Jesus eigentlich unsichtbar gewesen, 3 Jahre lang gewirkt und nachher 30 Jahre lang noch nach Jesus seiner Himmelfahrt ist der Petrus für Jesus und mit Jesus unterwegs gewesen. Und nach all dieser Zeit schreibt er im 1. Petrus 1, 6 bis 7 Folgendes zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen. Er schreibt, darüber freut euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst. So wird sich euer Glaube bewähren und sich als wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Lob, Ruhm und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus für alle sichtbar kommt. Der Petrus macht eine Kostenanalyse da. Nicht in seinem jugendlichen Übermut, wo er voller Begeisterung für den neuen Messias da ist, sondern 30 Jahre später, wo er mit Jesus unterwegs war, wo er das Schlimmste gesehen hat, wo er Verfolgung erlebt hat, wenn er gesehen hat, wie seine Freunde gesteinigt worden sind, wo er erlebt hat, wie manche von seinen besten Freunden für ihren Glauben und für ihr Bekenntnis, ihr Leben tatsächlich aufgegeben haben. Und der Petrus schreibt 30 Jahre später, dir und mir haben die Kosten, den Preis, ist absolut wert. Er relativiert sogar, er sagt, hey, das Kreuz, das wir auf uns nehmen, ist jetzt für eine kurze Zeit eine harte Probe. Ja, es ist ein Preis. Er sagt nicht, es ist nichts. Er sagt, wir müssen viel erleiden. Aber wenn du den Preis gegenüberstellst von dem, was du bekommst, in der Nachfolgschaft mit Jesus, dann ist das absolut wert. Glaube ist pures Gold. Wertvoller noch als Gold. Wenn wir den Petrus fragen würde, hat es sich gelohnt für dich? Würdest du es wieder machen? Würde Petrus jetzt sagen, ja, jeder einzelne Preis, den ich gezahlt habe für Jesus, ist absolut wert. Wieso ist denn das wert? Und er sagt das im Vers vorher, im 1. Petrus 1, Vers 4, sagt er Folgendes. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns wiedergeboren und uns durch die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten eine lebendige Hoffnung geschenkt. Ein makelloses Erbe hält er im Himmel für euch bereit, das nie vergehen wird und seinen Wert nie verliert. Der Petrus tut den Gewinn mit den Kosten vergleichen.
Und seine Konklusion ist, ja, da auf dieser Erde, während wir da unterwegs sind und Jesus nachfolgen, dann kostet es uns unglaublich viel. Es ist eine leidensvolle Zeit. Aber, wenn du das gegenüberstellst mit dem, was wir gewinnen, nämlich eine Hoffnung, die nie vergeht, dann ist es es absolut wert. Der Gewinn, den Nachfolger von Jesus bekommen, ist eine Hoffnung, die solider ist als alles andere auf dieser Welt. Unsere Sicherheit, unsere Zukunft liegt in der Zukunft bei Gott, in der Ewigkeit. Eines Tages dürfen wir mit ihm Vereinigung feiern und das Hochzeitsmahl für immer dürfen zu feiern. Ja, das ist absolut wert. Er sagt, er hat uns wiedergeboren. Ist das nicht eine interessante Formulierung? Jesus hat dich und mich wiedergeboren. Und was das heisst, ist, er schenkt uns ein neues Leben. Er ist es, der uns eine neue Hoffnung gibt. Und ein Erbe, das nie und nimmer wird weggehen. Hey, wir wissen, auf dieser Erde ist alles vergänglich. Gesundheit ist vergänglich. Man merkt das jeden Tag, wo du älter wirst. Ja, die Zeit ist begrenzt. Der beste, höchste Turm, den die Schweizer je gebaut haben, wird eines Tages in sich zusammenfallen. Das ist der Lauf dieser Zeit. Auf dieser Erde bleibt nichts bestehen. Und jetzt schon dürfen wir trotzdem wissen, da gibt es ein Erbe im Himmel, das unvergänglich ist, das nie kaputt geht, das jeden Preis wert ist. Und so würde Petrus uns sagen, ich habe es gezahlt, ich habe es gemacht. Ich habe am Tag X vor so vielen Jahren Ja gesagt zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen von Jesus. Ich habe gesagt, ich verlasse alles, was ich habe und ich folge Jesus in der letzten Konsequenz nach. Ich habe es 30 Jahre lang gemacht und ich habe den Preis gezahlt und gezahlt und gezahlt. Und ich bin da und ich sage euch, die Hoffnung, die wir haben in der Ewigkeit, ist absolut wert. Und wenn wir über Nachfolge reden, möchte ich dir jetzt die allerwichtigste Nachfolgslektion mitgeben. Etwas, was mich immer wieder ganz, ganz tief bewegt und beschäftigt. Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber ich habe den Wunsch, zum selber Ja sagen zu Jesus. Ich möchte gern, wie der Petrus, Ja sagen. Ich bin bereit. Ich möchte gerne mich selber verneinen. Ich möchte gerne immer mehr mich selber ablegen und immer mehr Jesus nachfolgen. Das ist ein tiefer Wunsch von mir. Und vielleicht geht es dir heute Morgen auch so, dass du sagst, ja, ich will eigentlich Ja sagen. Ich will Jesus nachfolgen. Ich bin bereit, um den Preis zu zahlen. Ich will das Kreuz auf mich nehmen. Die wichtigste Jüngerschaftslektion von Petrus können wir nachlesen in Matthäus 26, 33 bis 35. Dort sagt nämlich der Petrus: Doch Petrus versicherte, und wenn sich alle von dir abwenden, ich niemals. Jesus erwiderte: Ich sage dir, noch heute Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Da erklärte Petrus: Und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Petrus war sich 100% sicher gewesen. Ich sage Ja zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen. Ich bin ready, um den Preis zu zahlen bis am Schluss. Und das war real in dem Moment. Also es hat angefangen zu brodeln. Du hast gewusst, das läuft auf eine üble Konfrontation raus. Und der Petrus deklariert von sich selber, ich will Jesus nachfolgen. Und wenn es mich alles kostet, ich bin bereit, den Preis zu zahlen. Und Jesus sagt ihm direkt ins Gesicht, noch bevor dass der Hahn 3-mal heute Morgen wird krähen, also in der gleichen Nacht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Und wir alle wissen, wie die Geschichte ausgeht. Wir haben es schon gelesen. Er verleugnet Jesus nicht nur, er verflucht Jesus sogar. Und er sagt, ein paar Stunden nachdem er so sicher war,
Dass er mit Jesus unterwegs ist und dass er sich so sicher war, dass nichts und niemand auf dieser Welt ihn jemals könnte davon abhalten, Jesus voll nachzufolgen. Ein paar Stunden später realisiert er, ich habe Jesus so eben 3-mal verraten und verflucht. Und geht es uns nicht immer wieder auch mal so, dass wir feststellen, in all unserer Überzeugung und Sicherheit und Eifer und Leidenschaft, dass wir einfach diesen AGBs immer wieder mal zu kurz fallen. Dass wir es eben gleich nicht schaffen. Dass wir gleich nicht in allem bemühen und wollen können, den Preis zahlen. Und dass wir einfach nicht fähig sind, um wirklich Jesus in die letzte Konsequenz nachzufolgen. Und weisst, Jesus weiss das. Es ist für ihn nicht schockierend oder überraschend oder neu. Und so möchte ich euch die wichtigste Nachfolgsregeln zeigen. Im Lukas 22, 31 bis 32 kannst du das nachlesen. Und ich finde das etwas vom Faszinierendsten, was Jesus da an Petrus sagt. Zu Petrus gewandt sagte Jesus: Simon, Simon, pass auf! Der Satan ist hinter euch her und Gott hat ihm erlaubt, die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber ich habe für dich gebetet, dass du den Glauben nicht verlierst. Wenn du dann zu mir zurückgekehrt bist, so stärke den Glauben deiner Brüder. Ist das nicht krass, was Jesus da schon sagt zum Petrus? Wenn du dann zu mir zurückgekommen bist, Verrat, Abwendung, nicht erfüllen von den AGBs, hat Jesus schon gewusst. Und er hat es mit einkalkuliert. Es war für ihn nicht überraschend gewesen, dass der Petrus tatsächlich nicht kann, ihm voll nachfolgen. Dass er gar nicht fähig ist in dem Moment, um den Preis wirklich zu zahlen. Und er sagt an Petrus da so etwas Fundamentales Wichtiges. Wenn du dann, nicht falls du dann, sondern wenn du dann zu mir zurückkommst, dann stärkt der Glaube von deinen Geschwistern. Die wichtigste Fähigkeit, die wir haben müssen, als Jesus-Nachfolger ist, immer wieder zu ihm zurückzugehen. Wenn wir es nicht geschafft haben, nicht falls, wenn wir es nicht geschafft haben, dann ist es so fundamental wichtig, dass wir wieder Petrus zurückgehen zu Jesus. Ich glaube, das ist der Unterschied von Judas und Petrus. Die haben beide Jesus verraten. Aus unterschiedlichen Gründen, unterschiedlichen Motiven. Beide haben Jesus verraten, sind Verräter. Der eine ist in seiner Scham und in seiner Schuld zugrunde gegangen. Und der andere, was er gemacht hat, können wir nachlesen im Lukas 24, 8 bis 12. Da erinnerten sich die Frauen an die Worte von Jesus. Das ist am Auferstehungsmorgen. Sie liefen vom Grab in die Stadt zurück, um den 11 Aposteln und den anderen Jüngern zu berichten, was sie erlebt hatten. Die sind am Grab, das Grab ist leer, Engel sind dort und verkünden ihnen, dass Jesus auferstanden ist. Es ist unfassbar, sie können es gar nicht einordnen. Aber die Apostel hielten ihren Bericht für leeres Gerede und glaubten den Frauen kein Wort. Das war die Reaktion auf die Auferstehungsbotschaft von Jesus. Und dann kommt der Satz: Doch Petrus sprang auf und lief zum Grab. Und ich sage euch, das ist die beste, wichtigste Reaktion, die wir haben als Jünger. Jedes Mal, wenn wir es nicht schaffen, Jesus gerecht zu werden und ihm nachzufolgen, jedes Mal, wenn wir wieder versagt haben, wenn wir nicht geschafft haben, das Kreuz auf uns zu nehmen, dann müssen wir sein wie der Petrus. Wenn du zu mir zurückkehrst, nicht falls. Lass uns Menschen sein, die aufspringen und immer wieder zurückrennen zum leeren Grab. Jedes Mal, wenn wir versagen, lass uns Menschen sein, die aufspringen und zurückrennen zu Jesus. Kein Preis dieser Welt ist grösser, als was Jesus für uns gemacht hat. Verstehst du? Und darum ist es so wichtig, dass wir immer wieder zu Jesus zurückrennen. Wenn du versagst, wenn du nicht bereit bist, wenn du es nicht geschafft hast, renn zu ihm zurück. Side Note: Der Petrus ist, ein bisschen später, nach dem, was wir gelesen haben von ihm,
in Rom am Kreuz gestorben. Also er hat es geschafft, den Preis zu zahlen. Und er ist Jesus treu geblieben bis zum Schluss, ist ihm nachgefolgt. Nicht immer, nicht zu jedem Moment, aber er ist, als er versagt hat, zurück zu Jesus gerannt. Und das ist mein grosses Vorbild. Ich will auch so sein. Ich will auch, wie Jesus, wie der Petrus, wenn ich es nicht schaffe, zu ihm zurückrennen. Und so möchte ich jetzt beten für uns alle. Ganz besonders für Menschen, die das Gefühl haben, sie haben versagt. Und für Menschen, die das Gefühl haben, wo ich die allgemeinen Geschäftsbedingungen erzählt habe, das kann ich nicht. Das will ich nicht, das geht gar nicht. Ja, das stimmt, das geht gar nicht, wir kennen das gar nicht. Aber für dich will ich jetzt beten, dass du wie der Petrus einfach immer wieder zu Jesus kannst zurückrennen. Ja, Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen für den einzelnen Menschen da drinnen. Für die einzelne Person, die dir nachfolgen will. Ich möchte dir Danke sagen für das wertvolle Geschenk, das das ist. Und ich bitte dich jetzt einfach, dass du uns immer wieder daran erinnerst, dass wir zurückkommen zu dir. Ganz besonders Menschen, die das Gefühl haben, da drinnen, sie haben versagt. Die vielleicht auch das Gefühl haben, sie sind nicht würdig, nicht genug gut, um mit dir unterwegs zu sein. Lass uns immer wieder zu dir zurückkommen, Jesus. Ruf du jetzt und klopf du an und zeig du uns, dass deine Arme offen sind für uns. Amen. Amen. Also hey, lass uns jetzt im Lobpreis einen Moment haben, wo wir zurückkommen zu Jesus. Vielleicht gibt es Sachen, die du jetzt ganz persönlich hast, wo du jetzt in der nächsten Zeit von der Anbetung direkt kannst Jesus sagen, wo du kannst vor ihn kommen, wo du kannst zurückkommen zu ihm. Vielleicht kommen dir Sachen in den Sinn, wo du die allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht erfüllt hast. Dann bring das jetzt Jesus. Und sag ihm einfach, dass es dir leid tut und renn zurück in seine Arme. Danke, Micha, vielmals für deine Worte. Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber mir als Person mit perfektionistischen Zeug, ich bin Gott sehr dankbar, hat er in seine AGBs ein Failsafe integriert. Das heisst, ich muss nicht perfekt sein, ich kann das ablegen. Gott hat, auch wenn ich sie vielleicht habe, hat er keine unrealistischen Vorstellungen für mich und meine Erfolgsquote. Für das bin ich Gott sehr, sehr dankbar. Und ich weiss nicht, vielleicht, jetzt haben wir es von den AGBs gehabt, von Jesus, vielleicht interessieren dich ja die AGBs von unserer Kirche. Vielleicht bist du ja neu oder relativ neu. Wir haben heute nach dem Gottesdienst im 3. Stock, einfach einen Stock weiter rauf, haben wir einen Info-Teil für euch, wenn es euch interessiert. Was ist die Vision von dieser Kirche? Was sind die Anführungs- und Schlusszeichen, die AGBs von dieser Kirche? Ihr dürft gerne mit euch Fragen raufkommen und ein bisschen Zeit mit uns verbringen und uns ein bisschen besser kennenlernen. Dann haben wir am Donnerstag, am 23. November, am 7:30 eine Mitgliederversammlung für die schon länger bei uns sind. Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen. Nicht-Mitglieder dürfen natürlich auch vorbeikommen. Ihr dürft auch gerne schauen und hören, was da so an einer Mitgliederversammlung abgeht. Und dann haben wir einen Adventsnachmittag am 5. Dezember ab 2. Das ist für eher die Leute, die schon ein bisschen älter sind, plus minus 60. Es hat dort auch ein Minus, dürfen auch ein paar Jüngere noch kommen. Genau, der Godi gibt euch gerne noch mehr Informationen, wenn ihr dort interessiert sind. Und jetzt sind wir schon am Ende von unserem Gottesdienst angekommen. Ihr dürft noch mal aufstehen. Ich tue euch noch segnen. Und nach dem Segen singen wir noch zusammen ein Lobpreislied, um euch in diese Woche zu entlassen. Himmlischer Vater, danke vielmals für diesen Sonntag. Danke vielmals für diese Worte. Danke vielmals, müssen wir nicht perfekt sein. Danke vielmals, sollen wir vor allem können umkehren. Und wir kommen jetzt zu dir und wir bitten dich um das Segen für diese Woche. Im Namen vom Vater,
der euch gut gemacht hat, segne ich euch. Im Namen vom Sohn, der alles für dich gegeben hat, segne ich dich. Im Namen vom Heiligen Geist, der dir zur Seite steht, segne ich dich. Und ich sende dich aus in deine Woche, in deinen Alltag, in dein Umfeld, auf das du dort das Licht sein. Amen.